Es ist ein Donkey Kong Background Music Track Mix, ihr Kulturbanausen. Geht da was, by the way. So, grüß Gott, ihr Yoga-Fanatiker. Franzl Schwarz, Habitäre, Sigi, YBO, Habitäre, grüß euch. Birgit, Servus, Andal, merci dir für dein Lurk, Habitäre. Da haben wir schon wieder. Ich habe jetzt sämtliche Aufträge in Hogwarts Legacy fertig, jetzt mache ich nur noch die Karten fertig. Lul. Ja, du hast der Grind bei dir war real. Der war richtig real bei dir. Aber es freut mich, dass das Spiel so gefallen hat. Naja, Leute, wie geht's eng? Einen schönen Nachmittag beieinander. Mr. Ripsy, Habitäre, grüß dich. Den wünsch ich dir natürlich selbstverständlich auch. Ich hoffe, Enker Mittwoch war soweit flauschig. Mein Mittwoch oder beziehungsweise mein Dienstagnacht war ein bisschen unflauschig. Ich habe mir einen Finger eingezwickt. Der eine oder andere hat es auf dem Discord selber vielleicht schon gesehen. Alles halb so wild. Aber ja, sonst ist hoffentlich alles gut. Bei mir zumindest passt soweit bisher. Ich war auf der Baustelle ein bisschen ruhiger. Deswegen, ja, steht dem Stream halt auch nichts im Weg. Aber aus Gründen leider keine Zeit. Macht doch nichts. Das tut einem gar nichts. So, muss ich ein wenig leiser. So. Warum tust du das? Ist der so Fahrer in der Arbeit? Nein, das ist blöd hergegangen. Also, mit blöd meine ich wirklich richtig blöd. Aber egal. Ich hab quasi meine Rohteilnummer also quasi, ihr müsst euch vorstellen, das ist ungefähr so groß, ja, hat ungefähr so einen Durchmesser und in der Mitte ist halt eine Bohrung drin, eine große, eine relativ große Bohrung. Und ich stecke da meine zwei Finger immer so ein und nimm dann das Teil quasi ja so. Also mein Mittelfinger ist quasi außerhalb und hab quasi da meine Paletten und muss mich quasi nach links drehen, damit ich es aufs Förderband laufen lenken kann. Und ich habe mit Draht und habe aber mein Arm, aus welchem Grund auch immer, zu weit unten gehabt. Ja, und ich habe quasi meinen Finger samt dem Teil gegen das Förderbandel geschlagen. Mit ziemlich schneller Wucht. Ja. Deswegen schaut mein Finger jetzt so aus, wie er ausschaut. Im Discord. Aber mei. Ungraufer geht nicht. Maschine fast nichts gesponnen in der Arbeit, also war es entspannt. Ja, das fühle ich momentan richtig. Unser beziehungsweise meine Maschine hat die letzte Woche richtig rumgesponnen. Ich freue, dass jetzt wieder halbwegs normal dahin läuft. Def, Habitäre, danke dir für deinen Lurk. Lass dich nicht in der Arbeit stressen. Jawohl, uns Teil ist Ausschusswahl verzogen. Absolut 1A Qualität ist das one, Mr. Price. Ja? Mein Finger ist Ausschuss. Das ist das einzige Dramatische an der Geschichte. Wenn es Teil war es eh wurscht, weil ich schmeiße weg. Beim Teil tut es nicht weh. Ich steck meine Finger da rein, that's what he said. Ja, das war, mir wundert's, ja gut, der Sei der hat gestern schon gesagt, dass er ein wenig später kommt, weil normalerweise kommt so ein Kommentar immer vom Sei. Aber naja, passiert. Ist nicht weiter dramatisch. Ist nicht so aus. Ja. Hat zwar, ohne Scheiß, das hat zwar die ersten 5 Minuten weh da, wie er Sau, ich stirb. Weil das ist aber das Blöde, wenn du am Finger weh tust, das tut aber gleich, oh. Erst hast du das Gefühl, du verblierst, weil da einen Haufen Blutgefäße drin hat. Und die Schmerzen, was du die ersten 5 Minuten hast, da fängt das Pumpen an, also man denkt, ist mein Herz jetzt Richtung Finger gewandert. Aber naja. Du bist durchaus so eine Rettung vom Sei. Ja, den erst. Oh ja, und Blirten. Ja, das hat die ersten. Erst habe ich gemeint, okay, mir fällt jetzt gleich der Finger ab, so wie das ausgeschaut hat, aber es ist, wie gesagt, einfach nur leicht aufplatzt, aber. Naja, reden wir nicht davon. Ist wie gesagt, halb so tragisch. Jetzt mittlerweile tut es auch gar nicht mehr weh. Jetzt habe ich ihm da mal eine saubere schwarze Zugsalbe draufgeschmiert, dass der Bluterguss rausgeht. Und dann wird es schon werden. Zum Zocken gelangt's, ja, zum Zocken und Blödsinn verbreiten. Haben wir schon Schlimmeres gehabt. Naja, Freunde, wir tun heute in der Hardcore-Nuzlocke weiter. Wir werden noch jetzt gleich am Anfang ganz kurz Backtracking betreiben. Wir werden uns nämlich die VM Blitz holen, damit wir in dem Felstunnel ein bisschen was sehen. Da ist nämlich stockfinster drin. Und mit stockfinster meine ich stockfinster.
Und dann werden wir halt Richtung Lavandia aufbrechen, werden wir uns den einen oder anderen Encounter holen. Mal schauen, wie weit wir halt bosskampftechnisch kommen, ob wir einen 4. Orden halt schon machen, ob wir noch einen Rivalenkampf haben, das weiß ich noch nicht. Das müssen wir uns dann anschauen. Ansonsten wird es, glaube ich, halt relativ entspannt. Also ich hoffe es zumindest. Ja? Also wenn es so entspannt weiterläuft wie jetzt die ersten 2 Mal, dann schauen wir ganz gut aus. Wir werden jetzt dann auch gleich am Anfang noch die anderen Pokémon ein wenig hochleveln, wo wir so die letzte Zeit ein wenig gefangen haben. Und dann schauen wir mal, wie wir aufgestellt haben. Also so aktuell von den Pokémon, die wir haben wir, glaube ich, eine solide Basis. Ja? Eine sehr solide Basis. Aber da schauen wir dann einfach. Ich habe auch gestern nur mal in Wulong reingeschaut, weil ich habe gestern was erfahren. Es gibt in dem Spiel, da sage ich aber dann beim nächsten Mal mehr dazu, es gibt in dem Spiel auch Nebenquests und ich habe es nicht gesehen. Ja, also wir haben dann tatsächlich mehr Content als eh schon, ja, was Wulong angeht. Es wird allerdings so werden, dass ich wahrscheinlich erst nächste Woche dann wieder live kommen kann. Also heute ist wahrscheinlich der letzte Stream in der Woche. Sonntag kann ich keinen Stream nicht machen, weil ich Sonntag das letzte Winterrundenspiel vom Tennis habe, was zeitgleich mein erstes Winterrundenspiel ist heuer. Das geht um 11 Uhr, also ist mit Frühschoppen nichts und am Nachmittag danach werde ich wahrscheinlich keinen Bock mehr haben, beziehungsweise werde ich noch mal Zeit mit der Frau Bazi verbringen. Und Samstag wird wahrscheinlich auch nicht werden. Also der nächste Stream ist dann wahrscheinlich erst nächste Woche. Lizard Lucius, oh hello, fellow Naslocker. Oh, ist eher englischsprachig? Englisch, Deutsch? Ah, Naslocks in der ersten Gen, uff. Okay, er ist Deutsch. Ja, Nuzlocke in der ersten Gen. Mein erster Nuzlocke in der ersten Gen tatsächlich. Sind aber gut dabei. Schön, dass du hier bist. Schauen wir mal. Dann wird es schon werden. Aber so viel zur Planung für die und wahrscheinlich für kommende Woche. Es ist jetzt so, Frau Barz, ich werde jetzt dann irgendwann die nächsten 20 Minuten da mal bei der Wohnung einschneiden, dann werde ich kurz in den Pausenscreen wechseln, bevor die Frage kommt, nein, ich habe immer noch keine Knädelcam, die ist immer noch unterwegs. Die soll ja, aber ich hoffe, die Woche noch kommen. Ja, es ist eine stinknormale Webcam, die ich vorher auch gut habe. Also nicht schicker. Wobei, da kann ich dann einen Chat wenigstens einschalten, wenn ich den neuen Overlay habe. Das weiß ich aber jetzt nicht. Muss ich mal schauen. Ach, du machst vorher Lust. Ah, okay. Ja. Verstehe die Frage schon. Kenn mich schon aus, ja. Hast dich quasi Twitch-technisch umbenannt. Sehr schön. Sehr schön. Ja, ich mir auch. Ich heiße ja jetzt auch anders mittlerweile. Da ist er schon, der Breselfetzen sei. Der Breselfetzen sei. Habe ich dir, grüß dich. Na doch, zum Scheißen. Blöd. Er hat einen Bazit gemacht und sie umbenannt. Ich vermute mal, dass er seinen Namen schon länger verändert hat als ich. Mein neuer Name, den gibt es ja jetzt noch nicht so lang. Naja, Freunde, ich darf vorschlagen, wir schauen langsam ins Spiel. Was hält man denn da davon? Ich darf schon fast sagen, oder? Wir streamen halt wieder etwa bis... Ja, heute ist zwischen 7 und halb 8 irgendwann Schluss. Aber das sehen wir dann schon. So, jetzt passt es auf. Jetzt wollen wir da mal die äußerst yogalastige und ziemlich chillige Donkey Kong Country Musik einmal verstummen und widmen uns den richtig harten Soundtracks aus rauer Vergangenheit. Hätte ich jetzt fast behauptet. So ist doch das zauberhaft. Bryce, merci dir für dein Werk. Rego Oberschwamm. Dann der Sauf bitte nicht und schwimm nicht zu weit raus. Ich hatte mich, glaube ich, vor knapp einem Monat umbenannt. Ja, dann hast du schon länger einen neuen Namen als wir. Ich hab mich letzte Woche umbenannt. Aber schön, dass du mir wieder reinschaust. Freut mich. So, Freunde der Sonne. Da wären wir. In alter Frische. Ganz schön lauter Game Sound. Können wir ein bisschen oberschrauben. Entschuldigung. Machen wir noch ein wenig leiser. Ja, stimmt, ich hab Sound nur auf Dingens gut. Auf Wulong. Sollte jetzt deutlich besser sein. Gut. Dann schauen wir mal.
Ich habe jetzt, wie gesagt, einmal die ganzen Überbleibsel aus der Box raus da. Die werden wir jetzt noch einmal schnell ein bisschen, oder was heißt noch, die werden wir jetzt relativ schnell noch grinden, damit wir einfach einmal ein bisschen eine Basis haben, teamtechnisch. Jetzt einmal einfach auf Level 24, sowas. Level Cap ist jetzt Level 29, müsstet ihr dann gleich noch mal schauen. Aber die Erika, glaube ich, ihr stärkstes Pokémon auf Level 29, tatsächlich. Ich will eigentlich essen und rosten, muss dann noch zum Friseur und die Außen kaufen. Au, jetzt wack. Du hast halt direkt einen Stress. Klar, ich sag Pokémon, muss ich meinen. Ja, vor allem Pokémon aus der ersten Gen ist ja absolute Liebe. Ripsy, danke für deinen Lurk. Vielen Dank. Angenehmen Aufenthalt. Enk Ole. Siege, ja, danke für deinen Lurk. So. Wie Grinden mit Dragon ist keine spannendes Grinden, während man hinzuschauen. Das würde zu viel Zeit kosten. Das machen aber eigentlich alle Nuzlocke mittlerweile. Grinden mit Rare Candies. Also der Mr. Saijin, der hat ja jetzt spielt ja privat mittlerweile selber Gen 1 Nuzlocke und er hat festgestellt, Grinden, wenn du das klassisch machst mit Wildkämpfe, dauert. So, drei Firmen noch leveln, die müssen sich ja dann eigentlich gleich entwickeln. Ah ja, genau. Servus, Brenners, hab ich dir die Grüße. Na, ist fit? Wenn der Sprite nicht spooky ist, dann weiß ich es aber wirklich auch nicht. Er hat schon ist nostalgisch, aber nicht mal ansatzweise mein Favorit. Ja, das sind Geschmäcker. Ich meine, ich spiele jetzt Gen 1 Nuzlocke, weil die meisten davon aus meiner Community halt damit noch irgendwie was anfangen können. So persönlich, ich kann da nicht mehr sagen, was mein persönlicher Pokémon-Favorit ist. Kann da echt nicht sagen. Aber ich schätze mal irgendwas zwischen Gen 3 und Gen 4. Und ein bisschen ja, da bist du dezent angehalten, Mr. Saijin. Ich hoffe, du stirbst nicht an Stress. Oder, was heißt, stirbst nicht an Stress? Ich hoffe, du stresst dich nicht zu stark. Passt schon, Brenner, sehr schön, das hört man gern. Mitte der Woche ist, Freunde der Sonne. Ist nicht mehr weit bis zum Wochenende. Ja, noch ein bisschen durchhalten. Gen 3 bis 5 ist Peak-Pokémon. Gen 3 auf jeden Fall. Gen 4 ist auch noch ziemlich stark. Gen 5 hat mir persönlich überhaupt nicht gefallen. Oder nicht so gut gefallen. War nicht katastrophal, aber war halt leider auch nicht gut. Gen 6 hängt so ein bisschen in der Schwebe. Gen 7 war Katastrophe. Gen 8 war cool im Competitive. Aber sonst eher mehr. Und Gen 9 auch absolute Vollkatastrophe, in meinen Augen. Das kann nur sein, der Crew war mal ruhig gesagt. Ja, nach jedem Ab kommt auch mal nach jedem Auf kommt auch mal ein Ab, muss das sein. Also es muss auch irgendwann einmal wieder ein wenig ruhiger werden. Das denken wir uns in der in unserer Firma ja auch. Wobei es bei uns seit 2 Jahren irgendwie nach oben geht. So, wenn wir Rare Candies dann abheben. Sei wir taugt dir den Nuzlocke am jetzigen System, wo du es jetzt spielst. Schau ihn besser, oder? Deutlich leichter, da ich fast vermuten. So, noch keine Rare Candies mehr, da müssen wir mal kurz am PC einschalten. Nehmen wir wieder mit. Das hab ich nicht so ganz verstanden, sei. Hast das du fangen können oder ist der Encounter durch die Lappen gegangen? Das hab ich nicht so ganz deuten können.
Aber 9 Pokébälle zu früh, also so früh im Spiel schon verlieren zu müssen, das ist ungeil. Das verstehe ich sofort. Weil du musst ja mit dem Geld haushalten, ne? Du darfst ja jetzt auch nicht hergehen und sagen, okay, ich verkaufe einfach meine ganzen Top-Genesungen, die wo man halt quasi zum Erleichtern eingekaut hat. Also setzt du ja einen Vorteil im Spiel. Das darfst du ja nicht tun. Gut, dann machen wir schnell kurz Backtracking. Dann braucht man Venemosa, weil das hat Zerschneider. Und dann holen wir uns mal schnell kurz Blitz. Und dann gehen wir weiter. Nur mal kurz zur Demonstration. Ich sage Ihnen jetzt einmal, wie fucking finster das in dem Felstunnel ist. Das war in Gen 1 halt noch ein bisschen anders. Grüß Gott beieinander, ich bin im Halblerk, muss nebenbei meine Handyhalterung fürs Auto optimieren. Der scheiß Magnet hat mir... Passt schon, Luki, habe die Ehre und merci dir für den Werk. So, Freunde der Sonne. So haben früher Höhlen ausgeschaut, die wo finster waren. Ja? Nicht so das Wischi-Waschi, halber der Bildschirm ist hell, nix da. Da war es wirklich finster. Außer der Umrandung hast du in den Höhlen nichts gesehen. Ja? Und ein Lortern. Ein Lortern hast du auch noch gesehen. Ich bin da früher immer blind durchgegangen, das war kein Thema nicht, ich hab den Weg auswendig gewusst. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn heute noch auswendig weiß und bevor wir uns komplett schonungslos in der Höhle verirren, machen wir es lieber ganz konventionell. Brenners, auch danke dir an dich für deinen Lurk. Und weiterhin viel Spaß. So, also gehen wir mal schnell zurück nach Orania City, über den Diktat-Tunnel nach Marmoria City und da holen wir uns dann einfach... Ja, den habe ich noch gar nicht gemacht. Ja dann. Du kannst dich geehrt fühlen, Bazi. Luki scheint nur bei dir so aktiv im Chat. Ich fühle mich eh geehrt durch die Anwesenheit der Viewer, die wo da haben. Ja? Es ist ja nicht so. Aber danke. Freut mich natürlich. Warum bist du leise? Warum ist das bei mir so leise? Ah, deswegen. Dabat 1, der Dabat 1 Herr. Mike! Hab ich die Ehre, merci dir für deinen Resub im 15. Monat, Alter. Das ist auch schon eine ganz lange Zeit. Hab ich die Ehre, wie geht's dir? Weiterhin willkommen und natürlich weiterhin viel Spaß mit den neuen Emotes vor allem. Danke dir, alles fit bei dir, schön, dass du reinschaust. Du kommst zur richtigen Zeit, du hast das gleiche Miezi im Einsatz. Ja? Und wir haben ja selber Miezi dabei. Mehr Miezi in Hand, mehr gut. Sau gut, jetzt. Was? Sehr gut. Gerade ein bisschen... Ja, der Powernap des Obergrauens. Ich hoffe, du bist jetzt halbwegs fit. Ne? Und fühlst dich hoffentlich nicht wie vom Lastung zusammengefahren. Wir haben ja selber Miezi dabei. Ja? Das ist sogar noch Mike benannt. Snobby Mike, da schau her. Zauberhafter. Haben wir extra noch dir gewidmet. Sei pst, Klappe. Sporst du. Das ist so ein Homeweg. Den haben wir auch noch nicht gemacht. Lul. Ich fühle mich... Ja, Katzen, du da... Ne? Weil Twifey hat sie eine Fledermaus ausgesucht, weil das passt da zu ihr. Und dann haben wir gedacht, hey, wenn da schon Miezi vorkommt, dann müssen wir halt den Mike auch noch einbauen. Ah, hoffentlich sowieso klar. Sehr flauschig, ja. Mehr flauschig ist mehr gut. Oh, Glumanda, okay. Haben wir jetzt leider kein Wasser-Pokémon dabei, aber es macht nichts. Wer ist gelb geschubst oder verwirrt? Du wahrscheinlich. Willkommen zum... Hey, die Trainer Oli noch nicht gemacht? What the fuck? Ja, sei, er funktioniert. Er funktioniert sogar gut. Oha, Bibor.
Fuck, ich hätte eigentlich... Ich hätte heilen sollen. Mal auf Greifige. Ah, okay, das passt. Furia schreibt noch 3 Schaden und trifft nur 2 mehr, also war maximaler Schaden von 15 möglich gewesen. Okay. Hat 2 Bibor, okay. Das ist eine richtig smarte Taktik mit Energiefokus erhöht er Volltrefferchance und mit Furienschlag schluckt er bis zu 5 Mal zu. Eigentlich gar nicht mehr so dumm. Weil ich dachte, kommt mir in die ganzen Trainer. Ach so, weil wir oben rumgegangen haben, deswegen. Okay, ja, das macht Sinn. This makes sense. Also wir müssen oben lang, weil wir sonst nicht zurückkommen. Okay. Traumata mal voll heilen. Wo haben wir es denn? Cooles Tor. Mehr Enton-Sound Alerts wäre gut. Bei dir bin ich mir nicht sicher gewesen, ob du einen Enton Alert nimmst oder einen Flamingo Alert. Das war da bei dir alles irgendwie möglich gewesen. Gut, den Encounter, den brauchen wir uns nicht holen, weil der ist ja quasi... Da haben wir nur lauter Dupes gehabt. So. Der gute alte 8-Bit-Sound. Zauberhaft. Ja genau, irgendwie sowas hätte ich bei dir eigentlich vermutet. Wobei halt mit der Person per se eigentlich wirklich, ja, irgendwie so gar nichts so fangen kann. Aber gut. Eine Top-Schutzzeit da. Bei mir ein wenig leichter. Ja gut, durch den Diktatortunnel kann man theoretisch... Ja, das wird schon passen. Der wir mal vorsichtshalber Visagnosp wäre, falls ein Dictri vorkam und ihn nicht flüchten kann. Dann kann ich ihm da zumindest eindämmen. Aber jetzt, wo der Topschutz läuft, ist es eh gefährlich. Dann muss ich warten, bis der Topschutz so läuft, weil sonst können wir nur Dictris vor und das will ich nicht. Der hat nämlich vom Level her deutlich höher wie ich. Und ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht so Bock, dass mir da so ein Viech verhaut. Und dann Naslok scheitert, weniger ein Dictri. Das wollen wir nicht. Können wir schnell kurz speeden. Passt. Gut. Wahrscheinlich bei meinem Blick kommt jetzt auch sofort der Dictri vor. Noch nicht, okay. Dicta? Nee, Dictri. John Sigtri, der Allerechte. Ja, den haben wir schon, der schimmelt momentan auf der Box. Ja? Der Siege. Aha, jetzt kann ich nicht mehr flüchten. LOL, es grabt sie ein und dann flüchte. Ah, eine Möglichkeit. Oh, kommt da jetzt alle 3 Meter irgendein Viech vor, da wirst du dumm im Kopf. Den hast. Ja, so losen wir das eigentlich. Sei froh, dass keine Zubat sind. Ja, ja, ich weiß nicht, ja. Zubat ist deutlich lästiger, das stimmt. So, jetzt sind wir auf der Seite.
Ja, nicht, doch, da gibt's ein Item, aber gut. War ich wohl falsch gewickelt. Mal da einer. Was ist mit dem? Was möchte er haben? Der braucht Abra. Ja, Abra hätten wir zwar gefangen, aber für Pantimos können wir es jetzt nicht mehr eintauschen, weil wir schon Kadabra haben. Wobei ich halt ganz klar sagen muss, dass Simsala halt schon deutlich geiler ist, gell? Also der Mr. Price hat sich da definitiv das richtige Pokémon ausgesucht. So, von dem Herrschaften da kriegen wir normalerweise Blitz, wenn man mindestens 10 Pokémon hat. Und das haben wir ja natürlich locker. Wir haben 31 aktuell. Und dann kriegen wir die VM Blitz. Und VM Blitz macht in dunklen Höhlen. Bringt quasi Licht ins Dunkel. Ja? Und wir haben ja Gott sei Dank das perfekte Pokémon dafür. Da hat man sogar einen Traumato-Blitz lernen, aber wir lernen es der Vollständigkeit halber einfach am Elektro-Pokémon, ja? So, da der wir ganz einfach Kreideschrei weg. Wir kommen zwar Finale, werden wir zwar wahrscheinlich nie hernehmen in einer Nuzlocke, aber im Notfall hilft uns die Attacke wahrscheinlich sogar. Passt schon sein, merci dir. Vor vorsichtig. So, das Item nehmen wir auch noch mit. AP plus, okay. Und da haben wir auch noch etwas. Ein Mondstein, perfekt. Ja, wir werden zwar wahrscheinlich keinen mehr brauchen, aber besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Gut, dann gehen wir wieder retour. Den ganzen Weg. Man das der Vollständigkeit halber auch mitmacht. Wieder durch den Tunnel. Ob wir das schaffen? Ja, okay. Schaffen wir nicht. Ich glaube, ich habe das als Kind 2 oder 3 Mal hingebracht, dass ich ohne Schutz durch den Diktaturtunnel durchgegangen bin, ohne dass was vorkommt. Das ist zwar ultra selten, aber soll vorkommen. Weißt du, wir haben die Ehre, grüß dich. Du bist schon voll im Einsatz gewesen heute. Und wirst vermutlich noch mehrere Einsätze kriegen. Übrigens, ein weiterer Vorteil, warum wir uns für Bisaknospe entschieden haben, war natürlich nicht nur der Typenvorteil innerhalb der ersten Arenaleiter, sondern auch, dass er sich recht bald in die Endentwicklung entwickelt. Ja, die normalen Starter entwickeln sich eigentlich in Level 36 erst fertig. Bei Bisaknospe ist das anders, das entwickelt sich schon 4 Level früher. Wie läuft's? Hey, du, ganz entspannt bis jetzt eigentlich. Also, haben wir noch nicht viel da. Oh, leck dich drin. Jetzt glaube ich, läuft's gleich nicht mehr entspannt. Oh, los mit bitte. Oh. Ja, okay, mein Bisaknospe ist hier. Oh, doch nicht. Warum ist jetzt auf dem letzten Meter der scheiß Dicktrieb vorgekommen? Jetzt muss ich abwägen. Mal schnell. Poison Flying, das darf heißen. Schaufler wirkt auf Golbat nicht, das ist einmal gut. Okay, mit Heuler kann ich gerade leben. Lass mich bitte flüchten. Oh, das war Crit, okay, das heißt, die überlebt noch einen. Oh, meine Fresse, aus der... Oh, ich hasse den Diktaturtunnel, wenn man so unterlevelt ist. Boah, leck. Mich wundert's, dass mein Bisakross den Schaufler überlebt hat. Ich hab mir tatsächlich Pokémon Go wieder. Mike, bist du addicted? Bist du jetzt voll addicted? Da glaube ich jetzt letztens sogar ein Update gekommen. Also ich habe zumindest auf der Pokémon Presents meine was gesehen davon. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon.
Moment. Kurz im Pausenscreen. Bin gleich wieder da. So. Sorry. Mal kurz Frau Bazi begrüßt. Die ist gerade heimgekommen. Und ja. So, wo haben wir stehen bleiben? Wo haben wir stehen bleiben? Gut, Twister, habe ich die Ehre. Das ist ja der Wahnsinn, wie viele Pokestops da dazugekommen haben seit dem Start. Ich habe ja nur das erste halbe Jahr so ein bisschen gespielt. Seitdem nimmer. Ja, da haben ja jetzt etliche neue Pokémon noch dazugekommen. Also mein Arbeitskollege, der wo mit mir auf der Maschine ist, der hat das gesuchtet bis vor einem Jahr. Und das ist so irre, was da mit der Zeit einfach dazugekommen ist. Ich darf es wahrscheinlich auch immer nur spielen, aber bei uns, es ist halt fucking nothing. Bei uns kommen nicht einmal Pokémon vor. Das ist ja das Traurige. Du musst jetzt bei uns immer auf den Stad reinfahren, damit du überhaupt irgendwas zu Gesicht kriegst. So bei uns auf dem Land, also, schwierig. Hallo Frau Bazi. Die riecht sie aus dann. Ja, die war jetzt bis eben beim Pferd und haben uns heute den ganzen Tag quasi noch nicht wirklich gesehen, weil nachdem ich aufgestanden bin, bin ich gleich auf die Baustelle gefahren. Und ja, jetzt habe ich ja heute eine Orchidee gekauft.
Und ja, das wollte ich einfach mit Frau Barze einfach noch begrüßen. Und ja. So, Prototyp ist im Drucker. Schauen wir mal, ob das was wird. Ja, bestimmt. Wenn du das in die Hand nimmst, wird das bestimmt nichts. Ich glaube aber, weil mittlerweile gibt es bei Pokémon Go auch sogar Trainerkämpfe. Kannst du gegeneinander kämpfen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Also hundertprozentig festnageln darf es mir da jetzt nicht. Wie gesagt, ich habe es auch nur das erste halbe Jahr so ein bisschen gespielt. Aber hat sich schon ein bisschen was da. Bin ich mir noch nicht so sicher. Ja, aber mehr, also ich sage aber mehr wie nicht geht, kann es nicht. Ja, entweder es haut hin oder es haut halt nicht hin. Eins von beiden. So. Das stimmt allerdings. Ja, true. Gut, dann werden wir noch schnell das Team abändern. Und dann holen wir uns da drin natürlich einen Encounter ab. Ja? Im Felstunnel haben wir einen Encounter. Gut, da ist zwar die Dichte ein bisschen dünn, was Pokémon angeht. Da gibt es nicht sonderlich viel. Da haben wir jetzt eigentlich... Wir kriegen ja definitiv ein nice Pokémon. Warte mal. Ja, wir kriegen ja definitiv ein nice Pokémon. Zubat haben wir schon. Zubat ist ein Tube. Also das ist Dwifey quasi. Wir kriegen jetzt entweder ein Kleinstein, ein Macholo oder ein Onyx. Eins von beiden. Eins von den drei. Ja, können wir eigentlich alle drei ganz gut brauchen. So, wenn es mich fragt. So. Dann legen wir mir mal einen Mike ab, weil der bringt uns in der Höhle nichts. Billiard lassen wir dabei. Braucht man dann für Blitz. Die Soka lassen wir dabei. Wie eine Moser lege ich jetzt auch mal ab. Hilft uns auch drin nichts. Und dann nehmen wir dafür Mage. Alle Fälle Pfichterli. Und was nehmen wir noch mit? Und John Sigtri. John Sigtri, den allerersten und allerechten nehmen wir auch mit. Gut. So, dann müssen wir jetzt da wahrscheinlich den Trainerkampf machen, oder? Ja, lol. Warum platziere ich da einen Trainer, wenn ich dem eh ausweichen kann? So. Bringen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Ah, schon wird's leichter. So. Dann der wir mal Hisoka führen, weil das Viech kann Hypnose und da können wir Pokémon einschläfern und wenn wir Pokémon einschläfern, können wir es leichter fangen. So, was ist unser Encounter? Okay, das ist ein Tube, der will skippen. Ein Zubat haben wir schon. Schauen wir mal da noch hinten, weil da gibt es nämlich... Okay, doch kein Item. Okay. Macholo. Nice. Nehmen wir mit. So, aber erst auf Level 15. Ich hoffe jetzt einmal, ich hab genug Bälle dabei. Und wir haben sogar einen Superball, okay. 15 Bälle, schauen wir mal. Gibt's Freiwillige im Chat, die wo Macholo sammeln, beziehungsweise später vielleicht der Machomai? Gemäß dem Fall, wir kriegen es überhaupt gefangen. Okay, sehr schön, das müssen wir wegen schwächen. Die Frage ist jetzt wie. Ultraschall macht immer 20 Schaden. Und das Viech hat mehr als 20 KP, bin ich mir eigentlich sicher. Ich hoffe, wir killen es jetzt nicht. Beziehungsweise kann man eigentlich auch mit Tackle schwächen, das war eigentlich fast gescheiter. Ja, easy.
Da hat sogar noch einen Crit überleben. Von daher. Noch einmal. Ah, da war ein Crit, okay. Nice. War das nur Karateschlag? Nice. Maholo ist am Start. So, gibt's jemanden im Chat, der Maholo-Same hört? Wenn nicht, dann glaube ich, habe ich schon einen Namen für das Viech. Und darin Dwayne nennen. Zwecks Dwayne Johnson. Der hat eine zauberhafte Figur. Genauso wie Maholo halt auch. Oder später halt dann Mahomai, tatsächlich. Perfekt. Ja, ein Fichterli-Viere. Ich glaube, der Dwayne ist angebracht. Ich darf schon fast sagen, ja. Wenn es später mal ein Mahomai wird, sofern es uns nicht stirbt, sind wir da definitiv mit Dwayne ganz gut beraten. Das ist ein holy fuck, wir haben jetzt tatsächlich 2 Tauschentwicklungen schon gefangen, plus eine kriegen wir safe noch. Oder normalerweise relativ safe noch. Von daher müssen wir uns dann überlegen, ob wir an gewissen Level Tauschentwicklungen machen. So, Fichtel ist auf Level 24. Slowpoke. Das waren 11 Schaden mal 1,5, ja, sind ungefähr 16. Okay. 16, 17 Schaden, sowas. Konfusion macht. Nein, ja gut. Wird nix. Easy. Müssen wir dann einmal schauen, was für einen Encounter wir uns in Prismania City holen, weil wir können uns rein theoretisch in der Spielhalle ein Dratini kaufen. Das kostet allerdings bis zu 50.000 Pokédollar. Eventuell verzögert man den Encounter aber einfach noch hinten. Ah, okay, das zählt aber in ein anderes Stockwerk geht, okay. So, das müsste der Wanderer sein, wenn man nicht durchstasht. Oh, Level 25. Da sind wir eh direkt schon ein bisschen underlevelt. Aber gut, dann wird die Herausforderung ein bisschen. Wird die Herausforderung ein bisschen größer. Hightower Gulat, danke für der Following, habe ich dir. Easy. Ja genau, komm mir an den Mülleimer auszubringen, bitte. Erste dir. Walleck, jetzt müsstet ihr halt wissen, wo wir da ein bisschen lang gehen. Jetzt gehen wir einfach mal nach oben. Ich glaube, dass wir nach links weg müssen. Hauptsache Following hat er noch da lassen. Wie leid.
Oh, Bisesam. Warte mal, jetzt haben wir... Wait a minute, da müsste normalerweise die Wifi mit Blutsauger sehr effektiv angreifen können, oder? Müssen wir jetzt direkt mal schauen, was jetzt gar nicht 100%. Wobei, nein, ist teils Gift. Wifi, du hast einen Einsatz. Schauen wir mal. Ah, bringt sogar was. Nice. Nice. Ja, die Wifi regelt das. Jetzt haben wir Gyarados paralysiert. Aber nicht so zauberhaft. Ich glaube, da herum war irgendwo ein Item gewesen. Meine ich. Wie du einfach die ganzen Gegner da austrübeln kannst. Okay. Weil leck, ich weiß den Tunnel überhaupt nicht mehr. Ah, jetzt die Stelle weiß ich wieder. Da geht's weiter. Da geht's definitiv weiter. Haben wir schon. Ja, Topschutz weg. Gut, dass wir Topschutz dabei haben. Sonst sind uns da jetzt ein Encounter nach dem anderen vorgegeben. Da kommst du nicht mehr aus der Höhle. Wo wir die ganzen, wo wir die ganzen Trainer, dass wir ein bisschen Pokédollar sammeln können für später eventuell, um Dratini zu holen. Wie was mit Banner? Ist er doch schon. Der ist schon gut. Hat der Weib ja schon verdammt. Der hat da nicht lange umeinander. Oh, jetzt haben wir verklickt. Scheiße. Nein, nicht der Plan. Oh, gut, dass das daneben geht. Das war nämlich effektiv gewesen. Bei mir auch. Der ist schon raus aus dem Stall. Okay, passt schon sein. Price, alles gut. Haben ja tüchtig dabei. Oh, Dragon Rage, Drachenwut. Das nennen wir natürlich dankend. Für Tackle. Beziehungsweise hätten wir jetzt eigentlich einen Platscher Victor können, aber... Ja. Wollte ich gleich lesen. Macht nix. Ob jetzt Tackle weggeht oder Platscher, bringt uns ja gewissermaßen beides nix. So, den auch noch mit. Gut, du verlaufst wieder recht schnell in der Anstalt. Oh, der Weib ja misst aus. Der Weib ja misst uns aus. Sehr gut. Mich darf mal interessieren, ob wir mir noch frühzeitig noch irgendwo einen Kleinstein gekriegt hatten. Weil Kleinstein war das letzte der 4 Tauschentwicklungen, wo wir neben Nebulak noch fangen könnten, rein theoretisch. Also ich weiß, dass es gibt nur ein paar Möglichkeiten, wo man es fangen kann, aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob es in absehbarer Zeit eine Möglichkeit gibt dazu. Können wir da noch mal schauen. So. Und den auch noch schnell mit. Wäre der Georock wahrscheinlich, oder? Kein Schein, okay. Level 25. Warum ich jetzt, fragt's mich nicht, warum ich jetzt Platscher gemacht habe. Oh, das hat bewirkt, dass Steinwurf daneben geht. Das war ein Crit, der macht wahrscheinlich jetzt nicht Feuer aus, aber gut. Okay, schauen wir nochmal.
Also Trainer. Commander. Sei, weißt du, was mir jetzt letztens aufgefallen ist? Also ich weiß, dass du im Lurk bist, aber vielleicht hörst du das. Du hast zwar andere Levelkurven wie mir jetzt auf der Game, dafür kriegst du aber die 3 Starter geschenkt. Darfst du auch nicht vergessen, ne? Und geschenkte Pokémon darfst du bekanntermaßen verwenden. Macht schon was aus. So, Fichtel ist auf Level 26. Wie gesagt, Level 29 müsste Level Cap sein. Das muss ich jetzt gleich mal nachschauen. Nicht, dass ich mich da verzettelt. Ich meine, es zwar jetzt nicht so, dass wir Gyarados unbedingt mit zur Erika mitnehmen müssen. Aber lieber können wir darauf zugreifen, wenn wir nichts anderes nicht finden. Okay, Erika, Level 29. Okay, passt. Level Cap 29. Können wir einfach durchgehen. Lul. What the fuck? Da führen da mehrere Wege aus, oder was? Oder Unterhall? Das ist der Eingang da, oder? Ach lol, wir haben im Kreis gegangen. Okay. Und ich habe mich schon gewundert, warum wegen die Trainer nicht kämpfen. Ja, okay, dann hätten wir uns den Rückweg eigentlich sparen können, dann geht's eh nur da lang. Gut. Da geht's noch unten. Okay, und da ist Sackgasse. Ja gut, dann geht's sowieso noch in die Richtung. Okay. Ja, die Trainer haben wir jetzt alle. Ja gut, den da hinten nicht, den sparen wir uns jetzt dabei einmal. Macht ja nichts. Den haben wir auch gemacht, glaube ich. Genau, da geht's dann nach oben wickert. Ja, richtig. Savi, servus, grüß dich. Na, geht's gut? Da rum war nix, oder? Ja, genau. Servus, Fichterli. Guten Abend. Wie geht's euch? Alles Bestes, danke und selber. Sehr schön, das hört man gern. Bei mir passt soweit auch alles. Wir haben ja wieder mal voll mittendrin in der Hardcore-Naslok. Ah, Pummeluft. Wo ist denn der Option, wenn man ihn mal braucht? Der Option hat sich immer Pummeluft gewünscht. Und jetzt zeigen wir mal eins. Spotty, habe die Ehre, grüß dich. Jetzt kippt die ganze Bande daher, da schon her. Spotty, alles gut? Nochmal Gestos, danke dir für den Following. Grüß dich! Garali rasiert wieder. Fichterli, soll die Gyarados umbenennen? Ich hätte ja die Möglichkeit. Ja? Ich kann Gyarados fürs nächste Mal in Garali ist tatsächlich ein besserer Name. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Da war ich beim Spitznamen verteilen ein bisschen sehr eilig. Ich werd's fürs nächste Mal umbenennen, okay? Ich nenn's für den nächsten Stream dann auf Garali um. Ist wirklich der bessere Name. Also offiziell in die Spiele kannst du jetzt deinen Spitznamen jetzt in der Generation, glaube ich, nicht mehr ändern. Ich glaube, einen Namensbewerter hat es da noch nicht gegeben. Aber durch das, dass ich PK Hex nutze nebenbei, ist das natürlich kein Problem.
Mir fällt gerade erschreckend ein, dass Gyarados aktuell unser einziges Wasser-Pokémon ist. Wenn ich den so lange durchhalte, da bin ich sehr confident. Da bin ich sehr confident. Wenn uns nicht wie vorher wieder irgendein so scheiß Dicktree auf den letzten Meter vorkommt und fast bei Bisaknos pops nimmt, weil ich nicht flüchten kann, dann sollte Gyarados ein ziemlich langes Leben beschert sein. Wie jetzt einfach mal so frech und behauptet ist. Explosion. Finale ist, glaube ich, eher weniger schlimm, aber Explosion, ja gut, und das bedeutet wohl den Tod der meisten Pokémon. Aber jetzt wollen wir ja das Unheil mal nicht heraufbeschwören. Ja? Gehen wir mal einfach davon aus, du bleibst lange gesund und munter. Müsste sich genauso ausgehen, dass wir vielleicht Gyarados dann, wenn wir aus der Höhle heraus sind, erstmal auf Box legen, damit wir es nicht überleveln. Weil Gyarados könnten wir tatsächlich auch ganz gut gegen Rivalen brauchen. Ja, aber ich habe jetzt aktuell jedes Fleckmon keine andere Chance nicht, wie Gyarados zu nutzen. Ja, 3 Flatmons, was ist denn der für einer? Der richtige, der Faulpelz wie im Buche steht. Easy. Immer schön mit Drachenwitz die 40. Mit Drachenwut. Mir wundert. Fleckmon in dem Spiel ist tatsächlich. Was heißt Fleckmon generell? Generell ist ja sehr, sehr tanky. Ich will aber jetzt ehrlich gesagt, jetzt tue ich mal Bisabazifiri, weil ich will jetzt Fichterli nicht zu stark überleveln. Und die Gören werden wir auch so verhauen können, hoffe ich jetzt einfach mal. Aber Drachenwitz war mir eine coole Attacke. Drachenwitz, K.O.-Attacke. Gegnerisches Pokémon vor Lachen gestorben oder irgendwie so. Ja toll, jetzt muss sie die Blätsau ein Pflanzen-Pokémon haben, oder? Ja, dann muss Wifi heroin. Der Flatmon kriegt es einfach nicht mit, wenn es weh tut. Das ist tatsächlich so. Oh fuck, das Ding hat. Oh, das ist Wickeltrap. In Gen 1 ist nämlich Wickel noch komplett broken. Du kannst, während du eingewickelt bist, nichts machen. Das ist sehr gefährlich. Aber Wifi regelt das natürlich. Im Zweifel halte ich noch her. Ich will die aber trotzdem nicht an einer fucking Würgepflanzen verlieren. Ja? Wifi, die brauchen wir noch. Naja, wenn man ans Pummeluft denkt mit Gesang, ist das mit dem Witz gar nicht so unwahr. Ja, du hast recht. Der Wifi rasiert ihm schon. Ja, die Pflanzen-Pokémon, die haut Wifi zusammen, dass du sagst, gibt's das. Oh, Pipi! Pipi natürlich auch zauberhaft. Ja, mein Zaubern. Oh, leck! Der Farbenschock des Grauens. Oh, das macht aber jetzt nicht so viel. Ja, nice. Wifi, sagst du es da, Wifi regelt das. Da gibt's einmal überhaupt nichts. Aber trotzdem, das mit Wickel, das hätte wir jetzt ganz böse ins Auge gehen können. Mit 4 Pokémon? Hauptsächlich.
Bringt mir jetzt auch mit. Ich hab mir mit Bisa Knosp gerade dem falschen Lied. Voltoball ist beschissen, weil es keine Elektroattacken kann. Das ist eigentlich richtig bitter. Du hast Elektro-Pokémon, was keine Elektroattacken kann. Ja, das wird eh so werden. Dwifey muss einen Daumen fressen. Das wird nicht anders. War mir jetzt eigentlich klar, dass das nicht funktioniert. Wirbelwind auf Level 19, what the fuck? Gut, das hat mir, die Daumen hat der Wifi zu viel Sand ins Gesicht eingestrahlt, dass ich da nicht mehr trief. Das ist zauberhaft. Nicht. Da muss ich nochmal schnell raus, weil das macht mir jetzt blind, das Viech. Ah, und einen Crit kriege ich auch noch hinterher. Die Schubverbrunsten da, die nervt mich falsch langsam, gell? Feier oder Abendehre, ich hoffe, euch geht's alle gut soweit. Ja, selbstverständlich. Ich hoffe, dass bei dir auch alles passt. Schöner Mittwochabend wünsche ich dir. Schön, dass du reinschaust. Fratz, ja, da kann ich, ja, Herrgottsseele. Ah, wobei, nein, da wechselt ich jetzt nicht aus, weil das Viech zu hyperzahlen kann. Ja, der nächste Crit. Nice. So, jetzt muss ich aber raus, weil wenn ich jetzt noch mehr einen Crit fange, dann ist das unzauberhaft. Okay. Gut, schauen, ist dezent, das passt. Schon wieder ein Crit, what the hell? Ich habe jetzt 3 Crits in dem Kampf gefangen. Felsprout, okay, ja, das kann Wifi regeln. Hofbe. Rap, okay. Ich bin nun mal schneller als das Knovensa, zumindest war es vorher. Das heißt, ja, ich müsste jetzt schneller sein. Nice, dann kann ich mir wieder entgegenheilen. Ich weiß zwar nicht, wie ein Blutsauger auf einer Pflanze funktioniert, aber das passt ja schon. Puh, die war voll ganz schön unflauschig, die Braut. Leck mich am Arsch. Die hält da am ganz schön auf. Hätte einmal richtig blöd ins Auge gekriegt. Aber wir sind nach wie vor Deathless, Freunde der Sonne. Ich müsste ja eigentlich meinen Holzkopf jetzt auf den Tisch hauen, aber... Passt, perfekt. So, darf man mal schauen, ob wir aus der Bude da rauskommen. Das ist schon wieder so eine. 170. So. Hoffentlich ist die ein wenig zarter zu uns wie die letzte. Ja, der Miezi, die muss flauschig sein. Alle Katzenbesitzer müssen flauschig sein. Das geht nicht gar nicht anders. Ja, jetzt kriege ich einen Crit. Hätte ich nicht am Anfang kriegen können. Das ist Mirapla. Das ist wieder ein Fall für Dwifey. Ah, oder eher für Traumato tatsächlich. Vergiftung.
Oh, das überlebt sogar. What the fuck? Level 25. Ich weiß, dass es ja auf Level 26 entwickelt. Bleib da drin? Ja, ich bleib da immer drin. Und jetzt schon wieder mit Sonnenwirbel. Stirb. Nice. Nun haben wir das auch überstanden. Hoff jetzt mal. Ja. Was ist das für ein Emote? Haben wir jetzt draußen? Oh, Tageslicht. Ah, zauberhaft. So, gibt's da was? Max Ether, okay. Brauchen wir zwar. Gut, den können wir verkaufen, rein theoretisch sogar. Was heißt rein theoretisch? Den können wir auch verkaufen. Die 3 Trainer heben uns jetzt einmal schnell auf. Jetzt erstmal ins Poké Center gehen. Noch ein Trainer. Das ist auch noch ein Trainer, okay. Ja, passt schon, Weibio. Danke dir für den Rück. Los, nicht stressen. Cubone. Ein Tragoso. Das überlebt sogar, what the fuck? Slowpoke, da ist Konversion vierfach effektiv. Auf das lasse ich mich nicht ein. Da muss Garados herhalten. Okay, das Flatman hat nach der KP-Leiste noch in etwa 60 KP. Weil Drachenstoß. Drachenwut macht immer 40 KP Schaden. Das ist ein bisschen mehr wie Hälfte jetzt, also der hat ungefähr 60 KP um. War nicht einmal so unwenig ist. Okay. Da wären wir. Lavandia. Zeit ist one. Unwenig. Ja, aber ein neues Wort erfunden. Hab ich jetzt ein neues Wort erfunden. Ich vermute. So, jetzt werden wir mal das Zeug verkaufen, was wir nicht brauchen. Ob hier abgehört. Ja, können wir eigentlich. Wie jetzt? Den kannst du nicht verkaufen? Was ist das für Schund? Oh, wir haben auf einer weit weg von 50.000 Poké-Dollar. Holy shit. So. Jetzt bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher, wie das abgelaufen ist. Ob wir mir zuerst am Poké-Turm gehen müssen und dann ins Silphco. Ich glaube, das bleibt sich wurscht, Mann, oder? Ich glaube, man muss sowieso erst in das Rocket verstecken, damit man das Silph-Scope oder wie immer das heißt, da man das kriegt. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Was wir jetzt mal da müssen, dann legen wir jetzt Garados einmal ab, damit uns das nicht überlevelt. Und nehmen wir, was nehmen wir denn mit? Nehmen wir Birgit mit. Oder, nehmen wir Birgit mit. Wobei, nein, wir haben einen Sigi dabei. Brauchen wir Birgit dabei nicht.
Gute Frage. Ein Preis, nehmen wir einen Preis mit. So, jetzt mal kurz noch grinden. Haben wir jetzt 25, 25, 24. Bringen wir eher mal auf 26, dann haben wir nämlich die Entwicklung parat. Okay, dann haben wir Hypno. Jetzt bin ich mir nicht sicher, entwickelt sich TikTok, das entwickelt sich auf 28 erst. Wenn mir nicht alles täuscht. Mal bei TikTok ist eher... Ah, entwickelt sich auf 26, nice. John Sigtri, der Ola echte. Perfekt. Ich dachte, das war 28. Dauerhaft. Eine Entwicklung nach der anderen. So, da sich dann Voltoball eventuell auch auf Level 26 entwickeln. Das war da eigentlich richtig gut. Na, leider nicht. Okay. Das soll man Hisoka jetzt ein bisschen arbeiten. Gut. Dann schauen wir mal. Gehen wir mal gleich weiter Richtung... Also ja, Schutz ist abgelaufen. Stimmt, wir müssen erst nach Prismania City, müssen wir das Rocket-Versteck infiltrieren, damit wir Mr. Fuji befreien. Der Mr. Fuji gibt uns dann irgendwie so Sylph-Scope oder was weiß ich was. Beziehungsweise finden wir dort. Dann können wir in den Pokémon-Turm gehen. Da müssen wir Mr. Fuji, genau, Schmarrn. Wir müssen das Rocket-Versteck infiltrieren, damit wir die Sylph-Scope kriegen. Sylph-Scope brauchen wir dann, damit wir in den Pokémon-Turm gehen können, damit wir quasi Geister-Pokémon encountern können. Und dann müssen wir im Pokéturm an Mr. Fuji retten und der Mr. Fuji gibt uns dann die Pokeflöte, damit wir das Relaxo aus dem Weg räumen können. So war's gewesen. So, Gesundheit. Genau, das heißt, der Pokéturm hilft uns erst, da war ja mal noch nichts. Das heißt, wir gehen gleich mal straight in die nächste Stadt. Hoffe ich mal. So, die tanzen wir. Okay, die tanzen wir doch nicht aus. Müssen wir direkt mal schauen, was haben wir denn dann rein theoretisch für Encounter auf der nächsten Route. Undertown, das ist der Pokéturm, der hilft uns nichts. Route 7 und 8. Das ist Route 8 und wo ist Route 7? Das ist dann vor Prismania, okay. Haben wir da neue Encounter? Ja, ja, ja. Nein, oder? Jo, doch, haben wir schon. Doch, wir haben da sogar neue Encounter. Ja, haben wir sogar. Ah, Pipi. Also das können wir nicht encountern, aber... Okay, das war nice Crit. Spart Zeit und Mühe. Kann mir jemand meine Gruppe entfernen? Tabletten hat schon wieder Wirkung verloren. Hast du vielleicht Hungerheit? Das ist ein Spieler, den machen wir jetzt auch noch schnell. Prolith. Ah, es ist so schade, dass Fukano nicht in der Blauer gibt. Das ist wirklich schade. Akani war so ein geiles Pokémon gewesen. Vor allem, wir haben noch nicht mehr... Das haben wir auch noch nicht. Wir haben noch kein Feuer-Encounter nicht. Von mir aus ein Gruppe.
Und 3 statt 2. Okay. Ja gut, du kannst. Es kann mei, zu Kopf kann man mehrere Sachen liegen. Zu wenig getrunken, zu wenig gegessen. Vielleicht ist auch. Schau, wenn du viel ins Handy oder jetzt zum Beispiel Stream schaust, das verursacht auch gerne mal Kopfweh. Gut. Heute ist das Wetter eigentlich ja, relativ. Es ist zwar nicht kalt, aber es ist halt auch nicht warm. Also eigentlich normale Temperatur, würde ich jetzt fast sagen. So, ah fuck, da brauchen wir einen Zerschneider. Ja, den habe ich jetzt natürlich wieder nicht dabei. Moment, muss ich schnell holen, damit wir den am Kanter holen können. Bei mir regnt's. Ja, bei uns schaut es auch ganz massiv da noch aus. Bei uns, also Treppwind hat es halt schon. Aber ich weiß nicht, wie es jetzt draußen ausschaut tatsächlich. Wobei Frau Bazi beim Laufen war, also gehen wir davon aus, es regnet nicht. Dann wir schnell den Preis weg. Und dann brauchen wir wenig Moser. Besser Regen als Schnee. Oh, aber hundertprozentig, hey. Den Schnee kann ich jetzt nicht mehr brauchen. Ohne Witz. Bitte kein Schnee mehr. Wie meiner kommt ab morgen, haben wir ab morgen 25 Grad und Sonnenschein. So gut, wie es ist. Endlich wieder. Ich freue mich schon wieder auf die Zeit, wenn wir draußen wieder mit den kurzen Hosen, mit dem T-Shirt rumrennen können, wenn es abends noch lang nur hell ist, beziehungsweise halt generell auch um 9, 10 noch warm ist. Auf die Zeiten freue ich mich schon wieder. Frau Bazi sagt auch schon die ganze Zeit, es war jetzt endlich mal wieder Zeit, dass Sommer ist. So, wir hören uns jetzt da an den Kanter. Wir haben folgende Möglichkeiten. In dem Groß, wenn ich das jetzt richtig sage. Ja. In dem Groß gibt es ein Taubsi, ist ein Tube, haben wir schon. Gibt's ein Sandan, haben wir auch schon, ist auch ein Tube. Gibt's ein Mauzi, das haben wir auch schon. Das heißt für uns, und das ist richtig zauberhaft, wir kriegen jetzt definitiv einen Feuer-Encounter und das ist Vulpix. Vulpix ist richtig zauberhaft für uns. Das ist unser erstes Feuer-Pokémon, was wir fangen. Da habe ich Bock drauf. Du, da habe ich richtig Bock drauf. Gemäß dem Fall, jetzt. Gemäß dem Fall, es kommt was vor. That's a Dupe. Vulpix darf uns sogar in der nächsten Arena brutal helfen. Da haben wir schon. Freiwillige vor, gibt es jemanden, der Vulpix bzw. Vulnonas auch mehr hört? Oh, lebt mich am Arsch, gemäß dem Fall, ich kann's fangen. Da der Feier wieder nimmt's, passt. Der muss noch einschläfern. So, für höhere Fangraten einfach das Pokémon einmal in Schlaf versetzen. Und dann Bälle drauf werfen, was Zeug halt. Holen Alter. Ja. Ich habe aber glaube ich ein bisschen eine Kombi. So, da Mr. der Fight, Alter. Was hält man denn von dem Namen? Wir mischen mal Twitch-Namen mit Pokémon-Namen. Old Nona, wie schaut's aus? Nehmen wir das. Die Old Nona. Old Nona ist eine zauberhafte Kombi, glaube ich. Ich glaube, das passt. Alter, ich bin richtig kreativ. Passt. Nehmen wir. Sehr gut. Gut, jetzt muss ich mal noch kurz etwas nachschauen. Und zwar, wir kommen ja jetzt dann nach Prismania City. Das heißt, da können wir die ganzen Entwicklungssteine kaufen, was wir brauchen für Venemosa. Entwickelt sie mit Blattstein. Da haben wir ja gesagt, da zögert man die Entwicklung aus bis Level 38, das Rasierblatt lernt. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie weit wir Vulpix auszögern zwecks Flammenwurf. Weil das lernt, glaube ich, Vulnona nämlich nicht von selber in der Gen. Deswegen tu jetzt da mal schnell kurz luren. Verzeihung. Aber wir wollen es ja richtig machen, auf jeden Fall. Bilderdex. Hoppala, asozial.
Oh, das Cola, das treibt so stark. Wo haben wir denn? Da ist Pix. So, dann brauchen wir noch mit Attacken. Gen 1. Startup Level 35 Feuerwurf, Flammenwurf-Lerner. Das war gar nicht so weit weg. Die Frage ist jetzt, was wäre, wenn das vorzeitig schon Vulnona wird? Gen 1. Ja, wir müssen die Entwicklung auszögern. Wenn es jetzt entwickelt, lernt es gar nichts mehr. Das heißt, wir werden an der Fight oder seine Entwicklung auf Level 35 auszögern, bis Vulnona Flammenwurf lernt. Bis Vulpix Flammenwurf lernt und dann erst entwickelt man es. Alles klar. Und gestern Physio und Nachmittag Blutspenden. Wetter ist auch kacke, das kann gut. Ja, das kann natürlich auch sein, dass da der Physio erst deine Knochen kaputt riecht und dann zapfen sie das Blut noch ab. Das kann schon sein, dass dein Körper halt ein bisschen in Stresssituationen gerät. Deswegen, das kann durchaus möglich sein. Erster Encounter, was meinst du sei? What are you mean? Slimer. So, John Sigtri, schau, wie du mal. Was wollte ich gerade sagen? Sehr gut. Bin ich der Einzige, der Meinung ist, dass Dictri von hinten in der ersten Gen ausschaut wie drei so Bumsköpfe? Ne? Kennt ihr die? Wie heißen denn die? Dickmans? Das, ja, schaut aus wie Bumskopf. Ich weiß ja nicht, oh, leckt ihr das Slimer? What the fuck? Da habe ich jetzt einen richtigen Riecher gehabt mit Dictri. Okay. Wie viel Kohle lässt der eigentlich umwachsen? 550, ja gut, das ist jetzt was für ein hoher Zahn. Oh, leck, da haben 4 Trainer. Kaffee. In dem Spiel gibt es ja noch keine Schwebe nicht. Das heißt, da kann ich ganz ruhig ein gewisses Schaufler einsetzen. Was? Ja, wir werden jetzt die ganzen Trainer mal ein wenig mitnehmen. Damit wir eben auf Kohle kommen. Ich meine, es war nicht so dramatisch. Wir können, wie gesagt, den Prismania City Encounter in Form von Dratini natürlich nach hinten zögern. Das ist jetzt nicht das Problem. Wir werden es jetzt sowieso noch nicht holen können, weil wir eben noch die Entwicklungssteine kaufen müssen. Und Pokébälle müssen wir auch einkaufen. Das heißt, da haben wir ohnehin ein bisschen einen Schwund drin. Aber was man hat man. Soweit ich mich erinnern kann, kriegt man in Prismania City auch ein Evoli geschenkt. Das Schöne ist, dass Dictri so stark schnell ist. Umfrage Aquana, Flamaro oder Blitzer. Da mache ich keine Umfrage nicht. Da ist für mich völlig klar, was ich nehme, nämlich Blitzer, weil wir mal generell ein Elektro-Pokémon brauchen können. Das ist ein Tatsachenbericht. Wir haben jetzt mit Wasser-Pokémon kriegen wir noch genug. Schon allein durch die Wasserrouten. Und Flamara, ja, war nicht schlecht, aber wir haben jetzt gerade eben ein Vulpix gefangen und wir hätten theoretisch später nur die Chance auf ein Magma. Rein theoretisch. Das heißt, wir werden erst einmal mit Blitzer haushalten, weil Elektroball ist jetzt ist zwar nice to have, sage ich mal, aber es kann kein Elektroattack.
Set Billard Neues, ja. Aua. Ich meine, im Endeffekt, am Ende vom Spiel bleibt es sie wahrscheinlich relativ egal, weil wir werden versuchen, dass wir die 3 legendären Vögel irgendwie gefangen kriegen. Von daher müssen wir mal schauen. Aber für dabei, Blitzer ist schon nicht schlecht, wenn wir das hätten. Wir haben doch noch ein paar TMs im Beutel, meine ich, oder? Was ist denn das alles? Das TM30, Teleport, ja, GG. Das ist Teleport, das ist Blitz, ja, und der Rest war auf der Box, okay. Ich wollte gerade sagen, das hätte mich jetzt gewundert, wenn das kein Crit gewesen wäre. Das ist für Kratzer schon verdammt viel Schaden. Und gut, wobei man sagen muss, wir haben 8 Level drüber. Bei Dickter ist es tatsächlich jetzt egal, wenn wir es überleveln, weil das nehmen wir in die nächste Arena sowieso nicht mit. Da darf man uns selber ins eigentlich nie schießen. Deswegen fahren wir jetzt einfach einmal mit ein paar Pokémon, die wir jetzt in der Arena nicht brauchen können. Wieder Crit? Ja, jetzt werden einmal die Crit-Schellen verteilt, habe ich das Gefühl. Pikachu war natürlich brutal gewesen, wenn wir das damals im Vertania-Vault encountert hätten. Das war richtig geil gewesen. Spotty, danke für deinen Lurk. Viel Spaß weiterhin. Okay. Sie. Ja gut, das ist heute ein bisschen so ein. So ein Achievement-Stream, ja, dass wir mal einen Weg ein bisschen ebnen für die kommenden Herausforderungen. Aber wenn wir jetzt, wie gesagt, ich habe mir über das Gedanken gemacht, dass wenn wir uns Dratini im Prismania City in der Spielhalle kaufen, ich weiß zwar nicht mehr, wo man einen Münzkorb herkriegt, aber den werden wir auch irgendwo auftreiben, dann hätten wir in der Safari-Zone natürlich deutlich mehr Luft, was wir uns da für einen Encounter möglicherweise holen. Ich meine, Safari-Zone ist natürlich relativ, ob wir den Encounter überhaupt gefangen kriegen. Aber besser, als wenn wir uns Dratini in der Safari-Zone holen. Beziehungsweise wenn wir es riskieren, in der Safari-Zone zum Fangen. Weil das ist wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit. Safari-Zone hat 4 Zonen, 4 Encounter. Nein, Safari-Zone zählt als ein Encounter. Safari-Zone ist ja ein Gebäude im Endeffekt. Beziehungsweise ein Abschnitt, ein größerer Abschnitt, das zählt als Kombi-Encounter. Also du kannst jetzt nicht 4 verschiedene Encounter in der Safari-Zone fangen. Du bist quasi in der Safari-Zone und Safari-Zone im Gesamten ist ein Encounter. Das ist ja wie dann praktisch, so wenn du jetzt zum Beispiel einen Mondberg oder einen Felstunnel nimmst, hast du ja auch mehrere Stockwerke, aber deswegen darfst du ja nicht in jedem Stockwerk einen eigenen Encounter fangen. Also es zählt immer der Überbegriff. Oder das Ding ist schneller wie ich. Ja, aber es ist okay. Also wenn du jetzt hier bist, frag einfach.
Nicht, dass du deine eigene Nuzlocke versaust. Er hat 3 Quaps. Ah, Quapuzzi. Nice. Das schaut ja richtig bedrohlich aus. Hat überlebt, okay. Okay. Critical Hit. So, Spieler Dive ist auch hier. Ah, der droppt immer in 1540. Oh, da ist ja noch einer. Lull, den hab ich jetzt nicht, kann man sagen. Wir haben halt wenigstens einen Haufen Trainerkämpfe, ja. Das ist generell ein bisschen interessant. Oh, das Ding kann Finale. Kann das Ding Finale? Oder hat mein Volleyball Finale gelernt? Kommt sie hinkommen. Aber ist eh wurscht, wir haben mit Diktri sowieso schneller. The Boy kann Finale. Tatsächlich von der Weg vom 3. auf den 4. Orden, der zirkt sich ganz schön. Magnemite. Magneton war natürlich auch geil gewesen, wenn wir das Skript hätten. Aber das, glaube ich, kannst jetzt maximal... Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, frühestens im Kraftwerk wieder fangen. Ich weiß gar nicht mehr. So, mal schauen. Okay. Okay. Ja, der Gang der ist länger als wir für die Deutsche Bahn gefühlt. So, da meine, kann man tauschen, wenn man nicht alles tauscht. Na, doch nicht, okay. So, nächster Encounter. Gemäß dem Fall, es gibt da noch irgendetwas, was wir noch nicht haben. Das sind lauter Tubes. Das heißt, den können wir eigentlich skippen, soweit. Ja, den können wir skippen. Da gibt es nichts Neues. Den können wir uns theoretisch für später mal aufheben, falls uns jetzt irgendwie noch irgendwo stirbt, was wir bereits haben, dann können wir uns das da eventuell noch fangen. Aber sonst haben wir jetzt dabei oben keinen neuen Encounter nicht. Okay. Ich schau gerade was. Okay, ist tatsächlich so. Also wir kannten uns jetzt in Prismania City im Casino. Ein Pipi für 750 Münzen. Ein Nidorino für 1200 Münzen. Ein Pinsir für 2500 Münzen. Ein Porygon für 6500 Münzen. Und was ich definitiv nehmen darf, war der Dratini für 4600 Münzen. 4600 Münzen haben ungefähr 46.000 Pokédollar, was du dafür ausgeben musst, damit du es kriegst. Aber dann darf ich auf alle Fälle vorschlagen, dass wir uns definitiv irgendwann einen Dratini-Encounter, also Dratini holen. Safe. Da warten wir dumm, wenn wir uns da kein Dratini holen. Da warten wir richtig dumm, wenn wir das starten. Okay, holen wir uns mal Evoli. Und die Evolutionssteine, die wir brauchen. Das müsste teuer sein, bin mir aber auch nicht mehr hundertprozentig sicher.
Ja, toll, jetzt versperrt man das drum einen Weg. Dankeschön. Okay, der muss da irgendwo sein. Bin mir aber nicht mehr sicher, wo. PPOP, ja, aber im Vergleich zu Dragoran? Wer ist der Pokémon-Designer? Ah, den kriegst du oben am Dachel. Beim Hintereingang, ja. Ich weiß auch, dass man da Dingens kriegt. Im Kaufhaus dann Triplette, Steinhagel und noch irgendetwas. Müssen wir uns dann auch noch holen. Da brauchen wir. Warte mal, wie kommen wir denn da hier? Eisstrahl. Gibt's da Eisstrahl? Eisstrahl findet man doch in den Seeschauminseln, oder? Ah, warte mal, da muss man Pokémon ablegen, glaube ich, oder? Damit das funktioniert. Okay, wer mag Evoli bzw. Blitzauser? Gibt's da jemanden? Freiwillige vor. Freiwillige bitte vor. Dabei schaue ich mal schnell, wie es da mit dem Move-Pool ausschaut. So, da haben wir da runter. Blitzer, da ist. Okay, das sollte man relativ schnell entwickeln sogar, wenn das richtig ist. Fake. Ja. Definitiv früher entwickelt, damit es Donnerschock noch kriegt. Beziehungsweise es hat es glaube ich sowieso. Ja, definitiv. Also das können wir tatsächlich dann gleich entwickeln. Können wir nur Enton encountern? Müssen die schauen. Müssen die schauen. Bestimmt. Okay, das wird automatisch in Box gesendet. Okay. Dann holen wir uns mal die Entwicklungssteine, die wir brauchen. Da brauchen wir jetzt einmal einen Blattstein für Ultrigaria später. Wir brauchen einen Feuerstein für Vulpix und wir brauchen einen Donnerstein für Evoli. Für Evoli. So, legen wir mal einen CD ab. Der ist auf 29. Wie gesagt, wenn der überlebt, ist nicht dramatisch, weil wir eben sowieso das nicht mit in die Arena nehmen. Wo haben wir es denn? Also. Evelyn. Das ist auf Level 25. Okay, schaut weird aus. Tickle und Sandsturm. Okay, nice. Dann mal ab ins Kaufhaus. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es die ganzen Entwicklungssteine im dritten Stoßgummer. Wenn mir nicht alles täuscht. Das soll es die da geben. Poképuppen, ja genau. Wir brauchen einen Feuerstor. Für Vulpix. Etwas. Wir brauchen einen Donnerstor für Evoli. Und wir brauchen einen Blattstor für Ultrigaria. So, dann werden wir gleich einmal Evoli entwickeln. Donnerkapfer für Elektroball.
Ich weiß nicht, kann man da Donner kaufen? Beziehungsweise kann man mal schauen, ob man... Kriegt man vom Major Bob nicht Donnerblitz? Bin ich eher der Fan davon. So, Bälle brauchen wir auch noch. Jetzt glaube ich da. Ah, wir kriegen TM18. Nice. Das ist Konter, okay. Donnerblitz für Blitzer, ja, definitiv. So, nochmal ein Sobi. Ah, halt, na, gehen wir ganz auf, weil da gibt es nämlich auch noch ein paar Themes. Triplette. Und so weiter und so fort. Kriegen wir von Ehren. Irgendwer, das ist Sido, glaube ich. I'm thirsty, I want something to drink. Ja, genau. Das Mädel müssen wir jetzt zuführen. Du kriegst da einfach ein Wasser. Beziehungsweise du brauchst alle 3 Items, wenn man nicht alles täuscht. Und für jedes Getränk, für jedes unterschiedliche Getränk kriegst du auch noch eine TM. So, frisches Wasser. TM13 ist Eisstrahl, tatsächlich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du da Eisstrahl kriegst. Nice. Sehr starke Attacke. Meiner Meinung nach sogar die beste Eisattacke, die du haben kannst. TM48 ist Steinhagel, ebenfalls sehr, sehr stark. Und das letzte ist Triplette. Ich hätte aber tatsächlich gedacht, dass man Eisstrahl in die Seeschauminseln findet. Aber gut. So, dann brauchen wir sowieso noch ein Limo für einen Wärter. Und dann passt's eigentlich. Weil dann mault uns der nicht mehr an, lasst uns einfach durch die Städte durchgehen. Wettbälle müssen wir noch kaufen. Ein paar Pokébälle müssen wir noch kaufen. Da gab's ATMs. So, Superbälle, perfekt. Auf einmal ziehen. Also 6 ist die Ausgaben. Die leppern sich zusammen. Da haben wir jetzt schon wieder ganz weit weg von dem Dratini. Aber das Dratini holen wir uns früher oder später, definitiv. So. Dann holen wir uns jetzt mal einen Münzkorb. Damit wir den auf jeden Fall auch schon mal auf der Seite haben. Es soll jetzt da herin Wo er da, wenn man nicht alles täuscht? Oder auch nicht? Okay, wo kriegt man einen Münzkorb? Weiß ich gar nicht mehr. Münzkorb wo? Den kriegst du irgendwo. Beim Gewinnding, weil einer es verzockt hat, okay? Also doch in dem anderen Gebäude. So teuren. Okay. Nö. Brot nicht. Dann müssen wir doch in der Spielhalle nochmal schauen. Was? Coincase, okay. Ja, irgendwo muss der sein. Ist das bei ihm noch? Okay, der auch nicht. Was ist mit dem? Okay. Hä? Bin ich jetzt blöd oder was?
warte mal, ich gucke mal. Coincase. Ah, den kriegst du im Restaurant. Oben links im Eck. Okay. Auch nicht gewusst. Ah, es ist lang her. Ist verdammt lang her. Ist verdammt lang her. Gut, ist jetzt nicht so, dass wir den jetzt schon auf der Stelle hätten, aber wie gesagt, fangen wir schon mal an, uns ein bisschen fürs Late Game zu rüsten. Wir haben jetzt zwar gerade mal mit Game angekommen, aber. Okay. Ich glaube nicht. Mit dir? Ah, da schaut es mir noch ein Restaurant aus. Ach so, weil wir mir... Ach so, ja, okay, weil wir mir keinen Platz mehr haben. Okay, also von dem Dude kriegen wir auf alle Fälle Münz gehabt. Da muss ich mir schnell Platz in meinem Inventar machen. Okay. Perfekt. Okay, nehmen wir mal ein paar Items ab. So, was wir auf alle Fälle nicht brauchen, ist jetzt aktuell das TM30, das ist eigentlich Schmutz. Blitz werden wir auch nicht mehr brauchen. AP Plus brauchen wir dabei auch nicht. Genauso wie die Entwicklungssteine können wir dabei auch mal ablegen. Für später. Den Äther können wir ablegen. Wir werden bloß mal wieder den ganzen Schund. Brauchen noch Feuerstein von weg. So, legen wir da nochmal die TMs auch ab. Da war ja mal. Ich will jetzt auf jeden Fall noch nicht verhorzen, die ganzen TMs. Die heben uns dann nochmal für einen späteren Zeitpunkt auf, wenn wir wirklich mal darauf angewiesen haben, Movesets zu bauen. Okay. Und mitnehmen der mal TM24. Brauchen wir jetzt gleich mal für Blitzer. Gut. Haben wir schon mit Donnerblitz dabei, passt, perfekt. Und dann kann man eigentlich einen Arenaleiter gleich noch machen. Das ist eigentlich Sinn, weil dann da unser Level Cap ein bisschen den Tischraum. Da hat eigentlich Sinn machen. So, gib mir her deinen Münzkorb. Da ist er! Münzkorb, perfekt. Nice. Da ist da denn hier richtig gut passen. Ja, einen Bossfight in einem Stream braucht man eigentlich fast, oder? Was hat's denn immer? Hat schon fast sagen. Jetzt schauen wir mal noch schnell die ganzen Münzen ab, die wo wir nachgeworfen kriegen. Triggert man das Team Rocket Event, dass wir das nächste Mal gleich machen können. Ja, wow, 20 Münzen. Aber immerhin. Ja, der gibt uns nichts, der ist geizig. Ja, der macht
uns auch nichts geben. Simone gibt uns nichts. Nein, auch nicht. Oh, what the fuck. 10. Okay. So, in der Spielhalle ist nämlich so, da Haus Team Rocket, ja, die haben unten drinnen, die führen da ganz Böses im Schilde und wir werden das zu verhindern wissen. Also zumindest hoffe ich das einmal. Au. Ebenfalls ein Zufall, okay. Gut, da hätten wir jetzt sogar Blitzer einsetzen können, jetzt haben wir ja Elektro gewonnen. Okay. Der zieht von dannen, dann kann man da dahinter schauen, hinter dem Post ist nämlich ein Schalter. Und der sorgt dafür, dass da ein Tier aufgeht. Und da schauen wir dann das nächste Mal rein, tatsächlich. Wir gehen jetzt erstmal her und erhöhen das Level Cap ein bisschen. Weil mir das sonst eng wird, weil da kamen nämlich noch einige Gegner auf uns zu. So, die Arena ist ja runter, toll, irgendwo. Beziehungsweise dann nehme ich einfach gleich das ganze Team mit, was ich dann später brauche, weil sonst gehe ich zweimal, das war ja auch blöd. Das wäre ja auch doof. Gut, eins, zweit. Das ist meiner. So. Dann machen wir Teambuilding-Maßnahme für die Erika. Dann werden wir erst einmal generell mal alles ablegen. So, Flash müssen wir kurz mal dabei lassen. Also, ich nehme auf alle Fälle mit Vulpix, weil Feuer-Pokémon. Ich will auf alle Fälle einen Price dabei haben. Ich will auf jeden Fall Dwifey dabei haben. Und ich will auf jeden Fall Hisoka dabei haben. So, Flash kann weg, der hilft uns in dem Kampf nicht wirklich was. Und dann nehmen wir als Gegentank meine Wenigkeit noch mit. So, wenn ich das jetzt richtig sehe, müssen wir... Oh, da haben wir sogar noch einen Spot offen. Okay, ja, Moment einmal. Dann da ich fast gar behaupten, wir nehmen noch Flug-Pokémon mit. Nein, wir nehmen einen Verb mit, weil der Verb auch Psycho-Attack kann und gegen Pflanzenattacken mehr oder weniger immun ist. So, dann räumt man da mal schnell dagegen. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt auf Level 29 ist Cap. Dann mache ich jetzt mal alles auf 26. Dann habe ich noch ein paar Level Luft für die Trainer drin, falls man welche nicht ausweichen kann. Hey, shit, zum Wissen, wir haben noch alle... Wir haben noch alle Encounter, wir haben noch keinen einzigen Encounter nicht verloren. Das ist wirklich, wirklich stabil. Nimm mich Hitag und Taboga mit Ago. Okay, Verzögerung. Ja, wird auch gegangen. Whirlwind, ja, das brauchen wir nicht. Okay. Ist das Level 26? Ist Level 26, okay. Dann müssen wir Vulpix noch nach oben leveln.
Fuck, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Wir dürfen uns Dratini nicht mehr holen. Wir dürfen uns Dratini gar nicht mehr holen. In Prismania City. Wir haben Vulpix per se nicht geschenkt gekriegt. Vulpix sage ich. Wir haben Evoli per se nicht geschenkt gekriegt. Das ist einfach total gelegen. Das ist nämlich ein gewaltiger Unterschied. Wenn der NPC das Pokémon gibt, das zählt als Geschenk. Weil so ist nämlich... Das ist jetzt eine Grauzone. Rein theoretisch darf man jetzt Dratini nicht mehr holen. Zumindest nicht in Prismania City. Weil wir haben uns ja Evoli einfach vom Tisch genommen. Wir haben es ja per se nicht vom NPC geschenkt gekriegt. Which means, dass der Dratini-Encounter in der Spielhalle flach fällt. Fuck, da bin ich spekuliert. Das heißt, wir müssen uns dann wahrscheinlich in der Safari-Zone auf das Glatteis begeben, ein Dratini zum Angeln. Damn. Da hat der Bart nicht aufgepasst. Aber gut, dann machen wir es uns ein bisschen schwerer tatsächlich. Ich meine, Dragoran in der ersten Gen ist sowieso komplett broken. Und bisher fahren wir mit unseren Encounter wirklich sehr, sehr gut. Oder was heißt sehr, sehr gut? Können wir eigentlich zufrieden sein, sagen wir so. Jetzt habe ich wieder nicht Zerschneider dabei. Können wir schnell. Ja, das ist ein bisschen Gen 1 Vibes. Hey, da stellen wir jetzt praktisch selber einen Fuß. Und lerne jetzt mein Bisa-Knosp auch zerschneiden, einfach weil ich es kann. So, warte mal, wo haben wir Zerschneider? Zerschneider, da ist Zerschneider. Okay, HM1. Hey, what the fuck? Das können eh so viel lernen. Dann lernen wir es wohl. Also, not able. Okay, ich bin so ein Blindgänger. Moment, alle Superangel-Encounter in der Safari-Zone außerhalb fangen, dass nur mehr Dratini überbleibt. Ja, das ist der Plan. Aber die Frage ist, ob wir mir alle Superangel-Encounter angeln können. Das ist die Frage. So heißt nämlich jetzt erst zwangsweise, wir müssen die ganzen Angelrouten einmal verzögern, bis wir mal safe wissen, dass wir uns in der Safari-Zone Dratini holen können. Und dann ist halt immer nur die Frage, ob wir es dann fangen können letztendlich, weil Dratini zum Fangen oder Dragonier im Worst Case, kannst du ja sogar Dragonier angeln. Das wird nicht einfach. So. Ja, passt. Perfekt. So, er begafft Weiber, die wir da drinnen haben. Dann machen wir mir jetzt einmal eine Vorhersage. Moment, macht das überhaupt Sinn? Ja, macht Sinn. So, jetzt wird es Zeit für Vorhersage. Vergiftet uns die Erika? Ja oder nein? Ihr habt 5 Minuten Zeit, irgendeine Punkte zu setzen. Und dabei schauen wir immer die Trainer an. Wo außen rumrennen? Man habe jetzt zwar nicht vor. Lol. Gut, einen müssen wir, glaube ich. Okay, nevermind.
Level 24, ja, okay, da haben wir gut drüber. Boah, lecke! Vulpix mit der Dauerwellen. Okay, das ist eigentlich gut, dass wir ein bisschen mehr Schaden machen als wir das. Das ist mir ein bisschen zu heiß, okay, auf die Wi-Fi aus. Weil mit Wi-Fi kann er mit aber gegen Knopfenser super dagegen halten, wenn es mir den Wickellock macht. Kann das Ding nur wickeln? Das kann man auch nicht vorstellen. Das muss auch noch ranken für so einen Scheißkinder. Das muss ich am verlernen haben, versehentlich. Der Crit war vorher schöner gewesen. So, wie viel droppt die jetzt? Ja, okay, ist jetzt eigentlich irrelevant, weil der Ratini, wie gesagt, der von uns eh nicht mehr holen. Hey, lol. Musst du nur gegen einen Trainer kämpfen? Das kann man nicht vorstellen, oder? Ah, ja gut, ich wollte gerade sagen, das war ein bisschen einfach geworden. Okay, du musst da maximal 2 Trainer machen da drin. Lul. Cool Trainer. Ja. Weeping Bell. Wieder schneller? Ah, wobei, na, das, wenn das auch wieder Wickel macht, das will ich nicht riskieren. Ist ja schon teils Gift. Mal auf die Zucker aus. Poison Powder, okay, nice. Dann haben wir nämlich 4-fach effektive Konfusion auf das Viech. Oh, oder nicht? Zumindest haben wir schneller. Crit von Wickel, okay. Das ist halt jetzt krass. Du kriegst Vergiftung, obwohl du selber eigentlich nicht angreifst. Also Wickel Strats in Gen 1 sind toxisch. Gloom, okay. Der ruft's zurück. Er ruft's wieder. Hä, what the fuck, was treiben die? Das twitcht einfach nur. Gut, ändert am Ergebnis sowieso nichts. Zu Evoli, es zählt in gewisser Weise als Geschenk, da es dir der Typ neben dem Pokéball anbietet. Ja, aber... Er ist eine Grauzone. Das ist eine Grauzone. Jetzt schauen wir einfach mal, wie wir durchkommen. Also wenn jetzt... Normalerweise sollte man es in der Safari-Zone holen, der Fairness halber. Normalerweise sollte man es der Fairness halber in der Safari-Zone holen. Da es momentan sowieso unfassbar gut läuft und wir so an und für sich keine Probleme nicht haben, gehen die eher dafür, dass wir es in der Safari-Zone holen. Beziehungsweise je nachdem, wenn wir so gute Encounter haben, dass wir theoretisch auf der Ratini verzichten könnten, dass wir uns einen anderen Encounter holen. Weil, seien wir uns ehrlich, wenn wir Dragoran haben in der ersten Gen, das ist halt eigentlich ein Selbstläufer. Und zumal wir ja dann sowieso noch riskieren, dass wir die 3 Vögel fangen. Ne? Also dann warten wir eh brutal aufgestellt, abgesehen davon. So, jetzt will ich die Pokémon mal auf Level Cap.
Diffuse Ray. Ja, das nehmen wir mit. Kung Fu Strahl ist zauberhaft. Für Brüller. Scheiß auf Brüller, braucht kein Mensch. ...29 ist Level Cap, right? Ja, 29. Psybeam, okay, nice. Price gönnt sich Psystrahl. So, das soll jetzt eigentlich so weit passen. Nicht so geil, ich schaffe 27, jetzt auf 28. Dann haben wir dann bei Bisa-Cross noch 3 Level, bis wir die Finalentwicklung haben. Okay. Gut. So, ich fange jetzt einfach mal mit Vulpix an. Und dann schauen wir einfach, wie sich der Kampf entwickelt. Freunde der Sonne, ich hoffe, ihr habt alle eure Punkte entsprechend gesetzt. Denn jetzt schauen wir uns den 4. Arenaleiter an. Ich bin positiv gestimmt, dass wir ihn schaffen. Schauen wir mal, ob er uns irgendein Pokémon abluchsen kann. Ich hoffe nicht. Ja, bisher läuft der Run wirklich sehr, sehr gut. Haben wir gut Glück mit unseren Encounter, haben wir gut Glück mit den Situationen im Allgemeinen. Jetzt schauen wir einfach einmal, ob und was wir noch reißen können. Okay. Zeit wird Erika. So, die labert uns jetzt erstmal ein Ohr ab. Ein Bosskampf im Stream soll jetzt schon sein. Victory Bell! Dieses Ding ist im Übrigen die Finalentwicklung von unserem Venomosa. Hat die Oli 3 auf Level 29 oder was? Okay, der Teamlevel ist weird. Okay. Erika. Funfact, Edition ist Dratini-Encounter fix, weil mit der Superangel nur Carpador und Dratini gefangen werden kann. Ja, aber in der Blaue halt nicht. Wir haben auf alle Fälle schneller. Okay, es fängt mit Wickel an tatsächlich. Das macht viel Schaden. Es macht 9 Schaden, das heißt der Crit war ungefähr 14. Und ich mache zu wenig Damage. Kann ich während dem Wickel auswechseln? Wahrscheinlich nicht, gell? Ah, geht sogar. Ja, okay, das ist deutlich safer. Early Bear habe ich der Hydrobazi ist da. Der ehemalige Fonzie, right? Es hat mich voll im Wickel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt hat. Okay, Leechlife. Kann wir wegen dagegen heilen. Es ist sau tanky, das Viech. Okay, das ist Sazin ja schon mit down. Tangela.
Das ist jetzt das Weirde. Ja, das ist by the way der Nudelsalat auf 2 Viers. Das ist jetzt ein bisschen das Weirde. Sie hat 2 Pokémon auf Level 29 und Tangela ist auf Level 24. Also 5 Level drunter. Ich mein, wenn es 1 oder 2 Level Unterschied warten, okay, aber 5 Level ist halt krass. Oh, das macht auch was keinen Schaden. Mal Holde und ich, die haben jetzt halt essen und nachher Runden Mandalorian schauen und ein schönes Film. Der Feier, der danke dir, merci wieder ein Lurk und viel Spaß. Einen schönen Abend euch. Wir machen nur noch den Kampf fertig, dann ist für uns heute eh, glaube ich, herum. Oh, leck, warum macht das so wenig Schaden? Nur ein wenig nachhelfen. Construct, das ist Umklammerung, das ist wieder was anderes. Das tut uns nicht weh. Kann es nur 2 Attacken? Das war ein Crit, wow. So, heilen wir uns mal voll. Nice. Giflor. Ja, Dwifey regelt Erika allein. Oh, Schlafbruder, was kannst denn du alles? Ja, Drain Sleep Powder Pedal Dance. Okay. Das soll ja eigentlich fein sein, I guess. Wir schlafen jetzt erst einmal zwischen 2 und 5 Runden. Mega Drain bzw. Mega Sauger ist by the way auch die TM, die wo man mir dann von ihr kriegen. Blättertanz. Wenig Schaden macht relativ wenig Schaden. Das wird so verdroschen mit dem Besen, dass du sagst, gibt's das. Das glaube ich gerne, aber aktuell wirst du mit dem Besen verdroschen. Das ist gerade das Problem. Okay, halten wir uns wieder ein wenig auf. Ja, das ist natürlich der Trade von Blättertanz. Du wirst verwirrt. By the way, letzte Chance, dass ich jetzt die nächste Runde, die jetzt kommt, die Attacke, die wo jetzt Gifler macht, ist die letzte Chance, dass ich vergiftet werden kann. Ansonsten haben die Leute gewungen, die dafür tippt haben, dass wir nicht vergiftet werden. Sleep Powder. Das Schlafpuder ist leider keine Vergiftung. Bringt es mir jetzt selbst so eine Aussiege? Eigentlich schon, ich kann die Pizza-Base gehen tatsächlich. Die sitzt super Trank ein, die dumme Fotze. Ja, okay, das ändert jetzt einiges. Ich hab nicht damit geredet, dass sie einen Supertrank einsetzt. Okay, GG an alle, die dafür tippt haben, dass ich vergiftet werde. Ich bin gerade eben vergiftet worden. Okay, dass die einen Supertrank einsetzt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Leid, sorry, das habe ich selber nicht können sehen. Ich hab nicht gemeint, dass den Supertrank einsetzt. Das gibt's doch nicht, musst du doch glatt den scheiß Trank nehmen und alles kaputt machen. Ja. Erika.
Aber Freunde, das viel Wichtigere ist, Punkt 1, Deathless, Punkt 2, Orden Nummer 4. Der Rest ist Nebensache. Also zumindest für mich, ja. Ich meine, das sind noch nicht meine Punkte. Ich kann Punkte hernehmen, dass du sagst. Aber, naja. Leute, GG an alle, die darauf gewettet haben, dass ich vergiftet werde. Habe ich so nicht können sein, aber wir haben ja fair. Zuerst ist kein wegen dem Superdrang, dann der Scheiß. Sind ja nicht meine Punkte. Der Price hat diesmal der Price hat sich der Wette enthalten. Der Dwight die einzige, die wo auf Jagd tippt hat. $5.000 zu 715. Oh, da hätten die anderen aber jetzt gewaltig abgesahnt, gell? Die wo für Nein tippt haben. Heilige Scheiße, da hätt's ja richtig abgesahnt. So, jetzt gleich einmal schnell kurz vorheilen, damit uns ja nicht noch irgendwas an der Vergiftung stirbt. Du warst in der Kirche, hast du es nicht mitgekriegt. Ja, jetzt haben der Bohr eine ziemliche Karma-Schelle kassiert. Jetzt haben 2, 3 Leute ziemliche Karma-Schelle kassiert. Und Wifi ist dabei die lachende Dritte. So. Freunde der Sonne. An der Stelle sitzen wir heute am Cut, okay? War noch ein recht lustiger Endkampf jetzt, oder was heißt Endkampf? War noch ein recht lustiger Bosskampf jetzt. Also zumindest, wenn ich es jetzt auf die Leute beziehe, die wo gerade mit einer die Punktnummern angeschmissen haben. Halt. Wir machen an der Stelle irgendwann kommende Woche weiter, da ich fast sagen. Ich werde es nämlich jetzt die Woche nicht mehr schaffen, wahrscheinlich live zum kommen. Erstens einmal, weil ich Sonntag Tennis spielen muss. Und Freitag, Samstag habe ich Frühschicht. Das heißt, auch da wird es sehr wahrscheinlich keinen Stream geben. Aber das macht nichts. Ich werde dann irgendwann nächste Woche wieder live kommen, aber wann genau, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich erst am Mittwoch eine, weil Montag, Dienstag habe ich dann Spätschicht quasi. Also der wir wahrscheinlich am Mittwoch nächste Woche erst weiter. Ich kann es eigentlich noch nicht hundertprozentig sagen, aber da sage ich dann auf Discord wieder Bescheid. Ne? Ihr wisst es ja. Ausrufezeichen Discord, könnt ihr da gerne mit drauf, wer noch nicht drauf ist. Da kriegt ihr alles mit. Sämtlichste News, die ihr wissen müsst oder wissen sollt, was mir und mein Stream angeht. Ich weiß, heute war der Stream eher mehr so, ja, was sag ich denn? Ein bisschen mehr Kampfgedös lastig, ja, also ist nicht viel wirklich Spannendes passiert, bis auf den Bosskampf jetzt am Schluss. Den habe ich jetzt einfach zwecks der Abwechslung noch ein bisschen mit eingedruckt. Hätte man jetzt heute auch noch nicht unbedingt machen müssen, aber jetzt haben wir einfach ein wenig höheres Level Cap. Muss ich direkt einmal schauen, was haben wir jetzt dann? Wir haben jetzt dann ein Level Cap. Ja, jetzt haben wir brutal viel Luft. Jetzt haben wir ein Level Cap von 43. Das hilft uns jetzt schon weiter. Also das sind jetzt ungefähr mal 14, 15 Level, da wo wir Luft haben. Da kriegen wir auf alle Fälle jetzt ein bisschen was unter. Genau. Ansonsten wisst ihr jetzt nichts mehr, was ich noch sagen soll. Schön war's wieder, das freut mich. Schön, dass es getaugt. Auch wenn es natürlich, wie gesagt, Pokémon noch so ein eigenes Projekt ist. War ja, eins fällt mir gerade noch ein. Ich habe gestern in der Nacht ungefähr den härtesten What the fuck Moment für mich selber gehabt. Bezüglich eines Spiels, was angeteasert und angekündigt wurde. Und ich habe ihn ja schon mal davon verzeiht, dass ich mir nicht sicher bin, ob wir mal ein Dragon Ball Spiel spielen sollten im Stream. Das wird sich wahrscheinlich heuer oder irgendwann nächstes Jahr, je nachdem wann dieses Spiel erscheinen wird, ändern. Es wurde nach so vielen fucking Jahren Budokai Tenkaichi 4 angekündigt. Und da gibt es einen kleinen Trailer dazu, einen mini-kleiner Trailer, den kann ich noch nicht sagen. Und ich sage es mal so, wenn dieses Spiel, wenn das Spiel wirklich kommt, so wie man es sich alle vorstellen, dann werden wir mir das Spiel im Stream spielen. Dann wird es tatsächlich wirklich einmal ein Dragon Ball Spiel im Stream geben, aber man weiß nahezu noch nichts zu diesem Spiel. Es hat nur einen kleinen Teaser-Trailer gegeben, der dauert 30 Sekunden lang oder 53 Sekunden. Den Zorgen geht's nur schnell und ich bin gestern so dermaßen aus dem Heisel gefunden, dass du sagst, gibt's das. Wie ich das in der Nachtschicht gesehen habe. Ich war in der Brotzeit und scroll so durch meine YouTube-Sachen durch und dann sehe ich den Teaser-Trailer und ich habe mir einfach nur gedacht, are you fucking kidding me? Jetzt passt's auf. Zorgen geht's nur schnell geschwind.
Schnauze. Ja, das ist das falsche Fenster. Das brauchen wir jetzt nicht. Zupfte. Zupfte. Da brauchen wir einen Hauptbildschirm. Den brauchen wir. So. Da müssen wir her. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie laut oder leise das ist. Also für den Fall, dass jetzt dann die Headset-User zerreißt, bitte verzeiht mir's. Aber das ist der Trailer. Das sind die vergangenen Spiele. Tenkaichi 1, 2 und 3. Und dann kommt das. Das schaut so unfassbar geil aus. Das schaut so unfassbar geil aus. Nur diese 10 Sekunden, die du von diesem Spiel sagst, das schaut so brutal aus. Und ich bin so richtig abartig hyped auf das Spiel. Jetzt schon. Und es ist noch nicht einmal was bekannt dazu. Aber gut, wird man dann erfahren, wenn es einmal so weit ist. Ja, da wird es wahrscheinlich heuer bei der Tokyo Game Show irgendwann wird es da mal die ersten Gameplay-Videos dazu geben. Und dann schauen wir mal, was das wird. Budokai Tenkaichi 4, ja. Oh, leck, das war ja mal mega, wenn du Epsi kommt. Ja, es ist angeteasert worden gestern. Gestern Nacht oder vorgestern Nacht ist es angeteasert worden. Es wird definitiv kommen. Man weiß zwar am Publisher noch nicht. Bandai Namco hat sich dazu noch nicht geäußert. Aber der Trailer ist, der ist real. Das ist kein Fake nicht. Es ist bei, ich glaube, da war gestern irgendein Dragon Ball Fighters Turnier oder vorgestern, wenn mich nicht alles täuscht. Und am Ende haben sie das angeteasert. Tatsächlich. War das ein Teaser von Konami selber? Konami published Dragon Ball. Das müsste Bandai Namco gewesen sein. Mal sagen, was die Rendermaschine so kann. Ja, schauen wir mal. Also wie gesagt, es wird jetzt eine Weile dauern. Da wird jetzt mit Sicherheit das eine oder andere Gräslein da drüber wachsen und dann werden wir irgendwann einmal mit den ersten Gameplay-Trailer versorgt werden. Und nur die 10 Sekunden, was man da sagt, Ingame, was ist ja Ingame-Grafik gewesen, das schaut halt schon unfassbar stark aus. Also da bin ich schon richtig gespannt drauf. Vor allem Budokai Tenkaichi 3 ist wie lange her? Keine Ahnung, es ist 2004, glaube ich, rausgekommen. Bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Und das war das Dragon Ball Spiel seiner Zeit. Und an das Spiel ist nichts mehr dran gekommen. Und jetzt teasern die einfach mal Tenkaichi 4 an. Das wird halt brutal. Aber gut, das ist Zukunftsmusik. Ich freue mich drauf. Wir werden es im Stream spielen, sobald es erscheint und sobald es halbwegs das ist, was wir uns alle versprechen. Und dann sehen wir es schon. Dann werden die Dragon Ball Fans einmal auf einen nicht fassen können. Wir haben ja noch nie ein Dragon Ball Spiel gespielt, abgesehen davon. Das war noch auf der PlayStation 2, ja. Und auf der Wii. So, wir gehen heute zu der Mia. Die habe ich vor kurzem erst kennengelernt durch einen Raid von, weiß ich nicht mehr wen. Das ist eine Österreicherin oder. Ich glaube Österreicherin müsste das sein. Die spielt Life is Strange, Before the Storm. Und ja, lasst der einmal ein wenig Liebe da. Die redet auch österreichisch, ein bisschen Hochdeutsch, also ein bisschen mischt wird Jassi im Endeffekt. Also gerne mal ein Däumlein da lassen, die freut sich bestimmt. Ist eine ganz nette eigentlich. Also kann ich jetzt zumindest nichts sagen. Wir hören und sehen uns dann wahrscheinlich erst nächste Woche wieder. Wie gesagt, ich sage in Discord Bescheid. Wir haben einen neuen Raid-Command, den habe ich angepasst. Einfach gerne mal Ausrufezeichen Raid. Und dann ja. Dann sehen wir uns wahrscheinlich, wie gesagt, nächste Woche wieder. Okay? In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Freut mich, dass ihr wieder so zahlreich teilgenommen habt. Viel Spaß bei der Mia. Wie gesagt, Däumchen da lassen. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Mittwochabend, eine schöne Restwoche. Bis wahrscheinlich nächste Woche. Bitte euch, hat's euch eine.